David Wagner. Merci, Herr Präsident. An den 70 80er Jahren hat die politische Ökologie gefangen, Reformen zu kreen. Sie gouf auch stark belächelt. Da sind da vielleicht auch hier am Haus, die wissen das. Also sie als teilweise auch als extremistisch bezeichnet gehen. Du hast in den Zusammenhang auch gemerkt gegen Ökologie, aber auch von der Umverteilung vom Reichtum und nicht just technologische Verbesserungen. Das ist eine Erkenntnis, ich meine, so gut, das ist eine Erkenntnis, die auch an dem Anfang vom Industriezeitalter zurückgeht. Einer von den ersten Whistleblower auf der Welt, Umwelt- soziale Whistleblower auf der Welt, das war ein Japaner, den Herr Shozo Tanaka. War Deputierten an der Echter Chamber 1890, das war lange hier, und dann kam Sänger Gegend, wo Koffermine waren, und die haben natürlich, dadurch, dass sie an unmöglichen Konditionen ausgebaut gehen, Japan hat sich modernisiert und militarisiert, aber auch die Kofferminen haben Flüsse verpasst. Das Wasser hat natürlich den Boden unfruchtbar gemacht an Bauern, Hunderttausende von Bauern haben durch ihre Existenz verloren. Das war ein größerer Kampf, und nur also zu einer größeren, wahrscheinlich echter, moderner sozialer Bewegung in Japan kommt. Das war am Ende vom 19. Jahrhundert. Hier ist dem Mann natürlich nicht bekannt, und bis heute ist in Japan eine Referenz für Umwelt- und Sozialbewegungen. Ich meine, das ist eben schon eine Erkenntnis gewirkt am 19. Jahrhundert, als verstanden geht, dass den Privatprofit sich kann ganz schnell zum größten Feind von sozialen und Menschenrechten sich entwickeln kann. Und dass den Zusammenhang zwischen Ausbeutung von Mensch und Natur an der Sicht um Privatprofite geworden schon gemacht. Da kann ich natürlich so, und das war am 19. Jahrhundert. Sie sagt so in der Stadt, weil ich wollte aber ein bisschen auch die ganze Sache mit der Digitalisierung vielleicht ein bisschen relativisieren, am Kontext auch von einer nachhaltiger Politik. Das ist ja nicht so, wie wir mir so ein Miesin dagegen gehen. Ich meine, wir benutzen das alles. Wir wissen ja auch all, dass die Tablets, die wir benutzen, die Smartphones, die wir benutzen, die Computer, die wir benutzen, und die nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken sind, dass die zum Beispiel auch mit einem gewissen Mineral nicht mehr können funktionieren, dass der Coltan, aus dem auch andere Materialien sich rausschaffen lassen. Ohne Coltan gibt es kein Tablet, gibt es kein Smartphone. Der Coltan, wo gibt es den? Die finden am Kongo. Da gehen jetzt zwischen 60 bis 80% von den weltweiten Reserven sind da. Also der Kongo, den hat schon quasi alles. Dafür ist sie auch so arm, oder hier Leute sind dafür so arm. Und die wird ausgebaut bis heute natürlich auch ohne Rücksicht auf soziale Rechte, natürlich nicht auf die Umwelt und natürlich auch nicht auf Menschenrechte. Es hat ja sogar Bürgerkriege provoziert, und verschiedene Leute meinen noch, dass den ehemaligen Präsident Kabila, der Pap, umgebracht gouf, weil er doch einen Zusammenhang hat mit den Minen vom Coltan, die er versicht hat oder die ihn sich wollte überlegen, für die zu nationalisieren. Bon, es war da meint ihr, was da für ein Zusammenhang besteht. Ich meine, wann von nachhaltiger Politik schwätzt, muss in allkehr sich bewusst sein, dass wir auch an der industrialisierten und entwickelten Welt, wenn wir unseren Alltag für eine gewisse Kategorie von der Bevölkerung können vielleicht verbessern oder sogar umweltfreundlich verbessern, dass das trotzdem noch immer weiter auf anderen Plätzen Konsequenzen hat. Und dasselbe kennt ihr natürlich auch von Elektroautos so. Und da kann ich natürlich davon ausgehen, dass ein CO2-Ausstoß heute zu Lützeburg dann raufgeht. Aber der wir nicht vergessen, dass den trotzdem den Strom braucht, der produziert wird, und den Strom, den dem aus Kohlekraftwerken könnt oder aus Nuklearenergie könnt, und dass den CO2-Ausstoß dann auf anderen Plätzen mit groß geht, an Deutschland vielleicht oder am afrikanischen Kontinent, und das ist dann schlussendlich ein Nullsummenspiel. Herr Wagner, 99% von unserem Strom sind gering. Lützeburg nicht auf ein
Asteroid ass mir op der Welt, dann huet dat natürlich eng Auswirkung. Dofir den Elektroauto, den sedet schon, de brauch Strom, an do muss natürlich auch immer ganz genau wissen, wo die Stromquellen hier kommen. An das net immer evident zu wissen, wo die proper Energiequelle kommen, weil du gëtt schon nach einen anderen Zusammenhang, der das den von der Liberalisierung von der Stromversorgung, wo net immer bis am letzten Detail ganz genau kann alles kontrollieren. Am letzten Detail. Den natürlich als die Energieversorgung und die Organisation von der Energie muss ganz öffentlich organisiert gehen. Und das ermöglicht natürlich auch, dass die öffentliche Hand besser kann nur auf proper Energiequellen gehen. Herr Wagner, es gibt klare Rapporten, die genau so, ja, wo also Strom hier können. Weil muss sich natürlich auch vorstellen, wo auch all die Erde kommen, wo all die Serveren sind, wo die Informationen speichern und so weiter, die massiv Strom verbrauchen. Ich meine, das alles als eng froh von der Kohärenz. Ich so nicht heilo, weil ich höre den Herr Etienne Schneider so ist das nervös. Herr Präsident, Herr Präsident, ich meine Vorschlag nächstes Jahr vielleicht bei der Debatte von der Lage von der Nation wird vielleicht interessant, wenn die Regierung als GIF am Vierfeld so wird mehr als Opposition können so wird kritisieren, auf was für Punkte man keine schwätzen. Die hat ganz allein geführt. Merci. Mais so net dass man net unbedingt eng Kritik op die Regierung. Ich meine, dat der wir net vergessen. Das auch ein global kann jo heinst du bis eng méi global eng méi global Analyse machen an mir so joch net dat Regierung go keine Form an dem Verhältnis. Mech so just dat den allerter Zeit kann ich kein Regierungsvertreter oder an den letzten Debatten geht dat für Digitalisierung. All 5 Minuten gebracht für alles. Für alles. Für Ökologie, für Transport, für Arbeit zu gehen, weil da war noch nicht mehr über das Arbeitsverhältnis zu schwätzen, weil wir können digitalisieren und so weiter. Dafür wollte die Stadt aber ein bisschen relativisieren. Wir haben nur auch noch froh von der Energiespursamkeit, weil du als auch eine Initiative verkauft von der Regierung und du haben auch nach über die Klimabank geschwärzt und die ist ja aber auch, weil du geht es ja um Energiespuren, weil wir kommen nicht da lernst, auch wenn wir wollen, andere Energien, renouvelable Energien developieren, kommen wir nicht da lernst, für auch Energie zu spuren und froh von der Klimabank, die ja kein Bank ist, da waren andere Projekte, die wahrscheinlich nach Minot wie weit gegangen wären, die so schüsse Projekte den enkadréiert, für dass die Stadt Zinsen überhält, aber wo auch so gut Movement ökologique ja gesagt hat, wir wissen nicht, ob das ganz effikaz wird sein, und ob Ziele werden erreicht sind. Dafür auch den Elektroauto, mir so nicht, dass das unbedingt etwas Schlechtes ist, mir so ja auch nicht, dass die heutige Regierung gut nicht möchte, für all die ganzen Tag nutzen. Das ist richtig, dass das nicht einfach ist. Aber ich meine, dass man aber nach ganz weit an den Drohnen sind, was den Ausbau angeht, vom kollektiven öffentlichen Transport, von dem der Herr Negri auch viel drüber geschwärzt hat, den so viel wie möglich desserviert, also so viel wie möglich Regionen desserviert. Und es soll auch gratis gehen, Menge mal verschiedene Reden, nicht just für gewisse Kategorien von der Bevölkerung. Das ist nicht just ein Froh von der sozialen Gerechtigkeit, das ist ja auch ein Froh vom Reflex, den ich kann, dass ich schnell kann Apps benutzen, für mehr mobil zu gehen. Und die Leute gehen ja auch abgefordert, immer mehr für immer mehr mobil zu gehen. Vielleicht wird Gratuität für alle Schichten von der Bevölkerung ein Problem, weil das gibt dann Konzept von der Unterstützung vom Benevolat von dieser Regierung vielleicht minieren. Und dann muss man aber auch noch, und da muss ich ganz schnell machen, gewissen Dogmen vorstellen. Die Landwirtschaft, die ist geprägt, auch in ganz Europa, von der freier Warenzirkulation und noch von der PAC, von der Politik agricole commune, wo auch geschwärzt gehen, also nicht Mengen. Die muss ich kritisieren, weil die hat sich nicht unbedingt Landwirtschaft unterstützt, mit dem Agrobusiness unterstützt, viel mehr. Nicht unbedingt Kleinbauern unterstützt, mit Großbauern unterstützt. Wir wissen, dass Betriebe, die verschwanden, dass ja eine ganz Logik da handelt. Andererseits hat sie auch gezwungen,
weil dann gëtt jo ein Imperativ fir ze exportieren, fir intensiv ze produzieren, Sachen zu exportieren, die man nur auch importieren aus enger anderer Gegend, an die auch natürlich Bierdem Futti machen, weil Junior richsche Problem wat Pestiziden ugeht und so weiter so viel und ich mein, den Zusammenhang muss ich können machen. Ich hat noch viel mehr zu suchen, aber es ist schon ein bisschen zu lang geschwärzt. Dafür will ich just so nach, dass wir auch müssen vielleicht auch noch ganz kurz zu den Bioprodukten, weil das ist ja das Problem. Die Umstellung von den Bioprodukten, wir wissen ja das ganz genau, dass Konsumenten Normalprodukte wollen, weil Bioprodukte sind in Wirklichkeit ja Normalprodukte. Das ist ja überhaupt schon komisch, dass ich Bioprodukte so im Prinzip müssen sie so Tomaten, auch für die anderen Tomaten, chemische Tomaten oder mutanten Tomaten, das müsst ihr auch am Supermarkt, da sind, hier können da Tomaten kriegen, und da sind die chemisch, die Mutanten, wenn da gerne Nitraten zu viel hat, dann beißt der Molenker dran. Es gehen Initiativen ergriffen, für aufmerksam zu machen, dass es nicht gut ist zu filmen. Ob den Pakt oder den sogar alle Bilder, und das ist auch richtig, ist die ganze Mal da aufverstanden, ich weiß, wer das schwätzen. Es wäre nicht schlecht, von denen auch so Sachen machen. Ich meine, das ist nicht ironisch, ob Produkte, die an den Supermärkten gesagt werden, die sind genauso krebserregend. Und das hört sich immer auch mit einer falschen Landwirtschaft zu dienen. So nicht, merci. Merci, in der Zukunft machen wir dann noch auf Dauer einen Dodekap von Zeit überschreitens. Als nächster Redner ist Herr Ali Kees angeschrieben. An den Herr Kees hört.